In Openbaring Kapitel 2, Vers 1 sagt er, en da in den Engel van de gemeente in Ephesus schreef, dit sag ich, die du halt de 7 Sterns in zijn rechterhand, die du jet madenmank de 7 goldene lampen holen. Ik wil deze vers bloos eerst uitbrengen, bloos wijzen dat in Gods woord in de schrift hebben we brief. En hier besonders in Apostelgeschichte, nicht Apostelgeschichte, in Openbaring, hat Gott geschrieben zu den Engeln von den Gemeinden. Und der hat besondere Dinge geschrieben zu den 7 verschiedenen Kirchen. Und jeder Gemeinde hat Gott und schlachtet, aber wir in einzelnen Gemeinden, wo du meist nicht zu strufen wird. Und andere Gemeinden, wo du noch viel Arbeit hatten. Aber der Punkt, was ich hier will reden, ist, dass Gott sagt, die 7 Kirchen, die dann auf der Welt wären, die 10 Kirchen, und er schreibt Brief zu den Kirchen. Und die will die Kirchen zurückhalten. Die wären in einzelnen Städten, wo die Kirchen verbessert werden, in den anderen Weg gegangen werden, und so Gott die zurückhalten. Dann Luther, nicht Luther, Eier Offenbarung geschrieben, wir haben einen Teil Brief in den Neuen Testament von Paulus. Paulus hat auch geschrieben, er versteht das Evangelium so klar, er wir ein Pharisäer, er wir ein Schriftgelehrter, er wir einer, was du sagst, der Gott sein Wort studieren in das Alte Testament. Er kann das Alte Bund sehr gut und er wir sehr ewig für das Alte Bund. Er wir sehr bedürft. Ewa diese neue Lehre, was da reinkommt, dass er so viel von den Juden, so viel von seinen Brüdern im Fleisch, von seiner inneren Rasse, so viel an das Jesus glauben und Jesus heran deuten entsteht Moses. Und er dachte ganz nah, dass das was ganz falsch ist. Und er wir reit zum Fetten dafür. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr reden von Paulus Luther, aber was ich bloß will reden ist, wenn der das Licht sagt, wenn der von nie geboren wird und sagt, dass Jesus Christus, er ist der Messias, er ist die Erfüllung von dem Gesetz. Er ist nicht dort, was wir als Juden, als die als Juden, nur lernen, die Juden, die lernen, dort der Rada wird kommen, dort der Messias wird kommen, der Gesalbte, der Christus. Und Jesus wird da, aber viele von die sagen das nicht an. Und viele von denen werden ganz jen an. Meeste von denen, was du jen an werden, die werden bloß jen an, wenn die wollen haben, nicht so anderem. Die werden gleich jen an, wenn die haben ein Iva für die Wahrheit. Die werden jen an, wenn sie das haben das nicht. Wir haben das noch einmal so das gehabt, wie es Schriftgelehrte und Pharisäer, wir kriegen so viel ihr, wir kriegen so viel, die Menschen, die haben uns so hoch gehoben. Und wenn das Jesus ein Sehen von einem Dasher mit seinen Taxkollector und Fascher und so, wenn die nicht sagen, reich sind, wo das uns dort haben, wo bringt uns dort an? Wir machen dann bloß uns ganz Däumchen und ganz raufkommen und Vater von uns kommen, Jesus und Frauen, wo das Wort hat, nicht? Und da werden die nicht was zu tun. Aber Paulus wir anders. Paulus wir wirklich, der Wort Gottes sagt, in seiner Brief schreibt er auch noch, dass er von klein an ammerhaft den Herrn gedient. Und er sagt, wenn das Licht ist, ob am Schien an Weg nach Damaskus, der fragt, wer bist du? Und dann sagt er, ich sage, Jesus, dem, was du, wo sage ich nochmal, persecuting? Den, was du verfolgen lässt, Dankeschön. Und so, aber Paulus, so schön ist, dass er das ansagt, dass das Jesus wird, dann, wenn er so viel Erkenntnis hat von der ganzen Schrift, von dem Alten Testament, der könnte kurz so viel besser topstellen, wo das alle wir. Und nicht bloß dort, Jesus persönlich offenbart viele Dinge, nicht den Titel, was Jesus noch lebt, aber Jesus wir wohl in der Schrift haben sagen, dass Jesus wir persönlich mit Paulus und offenbart Dinge. Und besonders in der Galaterbrief können wir das hören, wo Paulus das erklärt, dass das Evangelium, was ich habe, das kommt nicht aus mir, das ist nicht, was ich habe gedacht, aber das ist mir offenbart von Jesus direkt. Und so,
Paulus hat das Umbohrung und er schreibt Brief naar de kerken. Hier war er dort als eine Gruppe Gläubiger und hat einmal nur gekregen, was die Ohren, was die glauben und was von der Lehre die sind und was von der Zweifel die sind. Und dann schrift er einen Brief zum enthalten. Und so viele Briefe sind geschrieben. Wir hatten kurz war Jas hier von der Huicholes. Guck, das ist nicht so klar zu sagen, aber das ist anyway ein Bild in El Cayman von der Huicholes. Auf YouTube wird es viel klarer zu sagen sein als hier. Und ich, mich freut zu sagen, wenn ich von so einer Geschichten hier und da, wo der Evangelium nach wieder und wieder rührt. Da wird diesen Menschen viel zu sein, als viel anders ist, was uns viel zu sein fährten. Und wenn er sich durch nachlässt und denkt, wenn ich würde in so einer Range ankommen, wo noch ganz nie wäre, wo ich noch keinmal von dem Namen Jesus gehört hatten, wo wir anfangen. Ist dieser Mann hier wieder, von uns singen, der früher noch der Gedarpa. Und sagen, wo alle Deutsche wohnen, dann haben die eine Frau. Früher sind all diese Menschen im Glauben. Einer von denen früher sind all diese Menschen im Glauben. Und was du am Ende tut, sie bloß, nee, die sind nicht. Die sind nicht alle im Glauben. Und dann sehe ich bloß kurz, ich bin so dankbar, dass ich im Glauben bin. Ich bin so dankbar, dass ich geraten bin. Und ich weiß nicht gleich, was das Bruder gedacht hat, aber wenn er sich ein bisschen anschaut, ich glaube, die haben gedacht, diese Menschen, die sind nicht dort weit offen dabei, wo das Evangelium mal kurz als Heil kommt. Diese Menschen, die sind hier in der Kolonie, wo jeder Haus hat eine Bibel, jeder Haus hat Bibeln, jeder Haus hat all solange es die Kolonie ist, sind die Häuser voll Bibeln gewesen und doch, die sind nicht alle im Glauben. So, Glauben ist nicht ein Wort, wo du bloß kommt, wenn das Evangelium gekommen ist. Von dieser Huicholes, von den Indianern, die dabei sind, wenn das Wort ist, wenn das Evangelium ist in der Range ankommt, dann hier ein Wort ganz nicht. Und dann glauben die. Und ich weiß nicht, dass die, die das Fuß glauben, die würden nicht, oder die können das meist nicht glauben, dass du Sonne sein, was sie noch einmal gewusst haben, aber nicht im Glauben sind. Und so, was fehlt dort, Tom, die Worte Glauben haben? In Hebräer 11, Kapitel 5, sagt er, durch den Glauben wird Henoch weggenommen, so dass er den Tod nicht sah und wird nicht gefangen. Wenn es Gott am weggenommen hat. Wer es Pharisäer wegnehmen hat, hat das Zeugnis, dass er bei Gott eingefallen hat. So er hat das Zeugnis, dass er für Gott, dass er bei Gott eingefallen hat. Gott hat gefallen an ihm, Gott gleicht ihm, aber das sagt du im Anfang von dieser Vers, dass wir direkt glauben. Für den nächsten Vers, Hebräer aufsaß, aber ohne Glauben ist dort allmählich zu gefallen. Wer sich Gott nudert, muss glauben, dass er ist, und ein Belohner ist für die, die am siegen. So, warte, aber Unglauben ist dort allmählich zu gefallen. Unglauben ist dort allmählich Gott zu gefallen. Gott gefällt uns, Gott gleicht uns, Gott ist dicht bei uns, wenn wir wirklich glauben haben. Wenn wir nicht glauben haben, wir können Gott sehen, über euer, keinmal zufriedenstellen. Dort muss der glauben. Wer sich Gott nudert, muss glauben. So, wenn wir bloß nudern sind zu Gott, das sind zwei Dinge. Wir müssen erst glauben, dass er ist. Wir müssen glauben, dass er ist. Und ein Belohner ist für die, die am siegen. So, das nicht bloß nur zum Glauben oder man weiten, dass er ist. Wir müssen auch noch weiten, dass er will, was er belohnt, was am siegen. Und dieser Lohn, das ist, dass er wird leben. Diese
ganze Kapitel hier, Kapitel auf, da redet von, wo diese Menschen gerat werden. So, das ewige Leben, das ist ein Geschenk, was Gott uns der Welt geben, aber er will uns das bloß geben, wenn wir noch das sehen. Und sei erfahren, wie wir nur noch einmal sind, in der Kirche abgewaschen oder in so einem Heim, wo die Bibel ist, wie glauben du hast oder wie fallen so, du hast nicht zu sehen, wir haben das all, du hast uns gegeben. Aber persönlich, Gott wird ihn das bloß wirklich offenbaren, wenn ihr persönlich entscheiden, ich will segnen und ich will segnen, was ich empfange. Gott wird ihn belohnen, wenn ihr es segnen tun. Und klar so, wie alles, was in der Boy sind, wenn das Evangelium kommt, du werden einmal wieder für 40 Tage, wo du in den Saal und auch sich bekehren. Und wir sagen, dass Gott mehr so viel hier so ein, wo das Evangelium noch einmal ist. Und das ist wem, die wie alles, viel von der haben noch vielleicht lang gesagt. Und von der hier so manchmal, wenn wir in der Bibel haben, wenn du 2 Jahre, 3 ernstlich hast nach Gott gesagt, ab irgends mit deinem Hart, du wirst Gott finden und du lest Gott sein Wort und du wirst in der Bibel stehen und du meinst das ernst, dann hast du den 2 Jahre, 3 gefangen. Aber da der Ritual ist, wenn du so eine wie, wo du all 2 Jahre trägst, dieser Reise anfängt, wo der wohl Gott fängt, der will mal weiten, wo das zu was Leben hier hat. Hast du und Gott, und wer ist da, und wo können wir weiten, dass wir reich sind mit Gott oder nicht. Wenn er 2 Jahre, 3 Jahre gefangen und mal das Jahr, das Evangelium erst bei dir kommt, dann hast du mal das Jahr geraten. Wenn das fehlt noch, das Wort. Das ist nicht bloß das Segen, was das fehlt, du fehlt noch das Evangelium, du fehlt noch Gott sein Wort. Und kriegst du hier so ein mit uns, wo du eine Kirche sagst, das ist nicht bloß Gott sein Wort, was das fehlt, du fehlt auch noch den Entscheiden, ich will Segen, was ich den fing. Und so, mich freut so eine Bilder zu sein, wo diese Kinder so ernst horchen tun, eine Bibelgeschichte, und wenn die singen nach Gott, die wollen was finden. Von der ich will Dollar reden von uns ist Mennoniten, und ich dachte sehr an, wenn Gott würde einen Brief schreiben nach den Mennoniten, was würde schreiben? Was würde er uns weiterlohnen? Und ich will abpassen, ich habe diese Botschaft genannt, einen Brief nach den Mennoniten, aber ich will dort nicht merken so hier, dass ich glaube, dass meine Werte so sein als Paulus sind oder so sein als Gott sind. Gott schreibt zu den Kirchen in Offenbarung einen Brief zum Enthalten. Gott durch Paulus schreibt Brief zu den Römer, zu den Korinther, zu den Epheser. Und der Brief, was wir haben von Paulus, das ist nicht das Heilige Schrift. Wenn wir es glauben wir nu etwas würden schreiben zu den Mennoniten, da würde nicht der Heilige Schrift sein. Ich da bloß ein bisschen denken, was würde Gott schreiben, wenn die uns schreiben würde. Und so, ich kann nicht einen Brief gestalten, aber bloß ein bisschen direkt Gott sein Wort gegangen und gedacht, was fehlt uns Mennoniten? So, in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 34, Petrus aber mögt sein Mühl up und seht, nu begrieb ich in Wahrheit, dass Gott eine Person nicht ansieht. So, auf Englisch sagt er, God is not a respecter of persons, dass Gott eine Person nicht ansieht. Was dort meint, ist, dass Gott als nicht eine Person mehr wird als der andere. Er ist nicht ein Deutscher mehr wird als ein Wichol oder ein Maxer oder ein Engländer oder ein Hebräer, ein Jude. So wir weiten, dass die Juden, die wir in Gott sehen, gewähltes Volk, aber dass wir nicht dort ein besonderes Volk wir. Dass wir bloß, dass Gott will ein Volk wählen, zum wiesen, wo ein Volk wird gesehen sein, wenn Gott mit wir. Aber wirklich, der hat Abraham gewählt, dass durch Abraham alle Völker in der Welt werden gesehen sein. Und Jesus kam von der Nukum von Abraham, und durch Jesus sind wir alle gesehen. Aber Petrus ist Cornelius hier Ratwart, dann sagt er, nu begrieb ich ein Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Dass Gott der Kreiden don't ist, wenn das ein Herr ist, wenn das ein Jude ist, der Radung ist für allem.
Aber in jeder Volk, wer anfällt und reicht hat, der ist angenehm. So in jeder Volk, der wird anfällt und reicht hat, ist angenehm. Dort wird er zu den Kindern Israel geschickt hat, indem er Fried verkündigen Leid durch Jesus Christus, er als Herr über alles. So Jesus Christus scheint dort nicht bloß die Radung, die wir nicht bloß für die Juden, die wir nicht für alle Völker, ja, für alle Menschen. Und so mein Vater war dort das Evangelium dort in der Wicholis neigegangen ist. Aber in Römer Kapitel 9, Vers 1 sagt Paulus, ich sei der Wahrheit in Christus. Und lieh nicht. Mein Gewissen jaft mich Segnis in den Heiligen Geist. Dort ich große Traurigkeit und Weide ohne Abhören in mein Hart habe. So, die Schrift von dieser Weide, die ich habe, Vers 3, wird ich selbst habe mich gewünscht, verbunden zu sein von Christus für meine Brüder, mir verwandten im Fleisch. So, er redet hier nicht Brüder im Glauben. Wir weiten, dass das Neue Testament, der lehrt uns ganz klar, dort, wenn wir im Glauben sind, dann sind wir Brüder mit denen, die im Glauben sind. So, diese Brüder von der Wicholis, und wenn wir wirklich von ihnen geboren sind, und die auch sind, dann sind wir Brüder. Dann sagen wir, nur da ist Brüder im Fleisch, wir sind wirklich Brüder im Herrn. Aber hier redet Paulus von seinen Brüdern, und dann sagt er, meine Verwandte im Fleisch. So die Rasse von Israel, von den Juden. Einmal war in dem Neuen Testament, in der Apostelgeschichte besonders, sei wie der Paulus als voll, als der frech mit zu den Juden reden. Und sagte, okay, nu dreck in gut naar de Herden, en ik wat dat wordt geben. Wenn je nicht wird, diese Werte hier, so ich war dann zu den Herden reden. Aber einmal war wenn gelesen hat, wenn in der Nähe Ranch ankommt, Nähe Stadt ankommt, sieht sich und so in der Synagoge, in der Judenschule, wurde können gehen und wahre Proben der Juden über zu reden. Hat wirklich ein Hort für seine Brüder und Fleisch. Und ich weiß, nicht so lange, nur dem, wo ich bekehrt wir vielleicht noch lange Zeit, wo ich mich interessiert nicht mit Deutschen zu reden. Ich fällt mir immer so, die haben auch so viel Gelegenheit, die haben so viel Kirchen, die haben so viel Gott sein Wort gehört. Dort fehlt mal in andere Länder zu reisen mit so einem Menschen, die das Wort nach Kämmen gehört haben. Eine kann sich so leicht Kriegsverfallen des Paulus, wenn fällt, okay, ihr fallen, das Gott sein Wort, nicht wird es, dass jeder würden lesen, wenn ihr das in ein Haus haben, dann war ich leider mit so einem Menschen gehen, wo das nicht haben. Aber Kriegs Paulus hier, wo sein Hort immer war, treten, sind Menschen, dass mein Hort auch so sehr fertig. Das hat 10 Lots. Vielleicht alle von denen, wo der Kind von das Ritual früher ist, diese Menschen alle im Glauben wären. Und er kann sich so leicht nachlassen, dass, hey, wenn ich in der Boy wäre, ich würde so sein, hier wollen, in der nächsten Range gehen, würde ich noch nicht hier haben, weil wir wieder gehen. Aber dann hier so sagen wir, in der DARPA, wir sind hier manche Menschen, die du nicht die Radung haben, wo du nicht klar sind, wo die stehen. Und das schwor ich bete für dort somehow Gott würde uns top bringen mit so einem Menschen, wo du sehen, wo können wir die finden? Hier so in der DARPA, und vielleicht wenn ihr on YouTube horchen dann, vielleicht seid ihr in der DARPA, vielleicht seid ihr im Dienstnis, vielleicht seid ihr in so einer Stadt, wo ihr möchten mehr Menschen, mehr weiten von Gott sein Wort und weiten nicht wo Hand zu drehen. Les Gott sein Wort, studier, siegt irgendwem, was ihn vielleicht kann halten. Und, aber hier nicht ab mit Segen, was ihr empfängt. Wenn heißt dort wird. Römer 9, Feier sagt er wieder, wenn Israeliten sind, so sind seine Brüder im Fleisch, wenn Israeliten sind, wem es der Kindschaft und der Herrlichkeit ist, und der Bündnissen, und der Gesetz
Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Versprechungen. So all diese Dinge, die Bündnissen, die Gesetzen, der Gottesdienst und die Versprechungen, die werden alle zu den Israeliten gegeben, zu Abraham, Isaac und Jakob. Wems de Vorrecht sind, von wonen auch Christus in dem Fleisch gekommen ist, der Gott ist über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. So den sind hart, wir sagen immer weiter zu seinen Brüdern. Nu will ich hier so ein bisschen Titellinien noch. Bloß wenn ich denke an unsere Brüder im Fleisch, unsere Rasse, die Deutschen, die Mennoniten, was würde ich da wollen sein, wenn ich gelernt habe, wenn diese Stufchen nicht voll Deutsche wären, wird noch keinem haben, so reich gesagt, von was die Bibel uns will sein. Und ich will abpassen, ich will nicht verachten, wenn ihr auf YouTube hören, ich will ihn nicht verachten. Ich weiß, ich will selbst einer, ich will selbst in Deutscher, und ich bin noch ein Deutscher, aber nicht ein gerade Deutscher, aber ich will in Dienstnis, und mich freut es so sehr, dass Gott hat, das Licht oben Bord. Aber ich will hier ein bisschen Titellinie wiesen, bloß wenn ich glaube, ein von den ersten Dingen, wie es Mennoniten wollen sollen weiten, als nicht korrekt wer wir sind, ich glaube, wir weiten Masse Männer wer wir sind, aber ich will die Frage, die ich will verbringen, als wanneer sind wir. Und ich wollte bald klar sein. So, von Adam zu der Arche, wir von ungefähr 1656 Jahren. Ich hatte zwei Nummern schon, die erste Nummer, das in der Titellinie, dann nicht einmal 3 Tage. Und so, der Adam, Gott hat Adam gemerkt, 4004 Jahre, ehe Christus geboren wird. Und so, das ist, was die erste Nummer ist. Und der Arche, die wir gebaut 2348 Jahre, ehe Christus geboren wird. Aber ja, ich will mich da rechnen an der ersten Nummer schnell. So, wir haben bei Adam fangen wir bei 0 an. Und der Arche kam von ungefähr 1656 Jahren. Und dann Abraham, wir kamen über den 2010 Jahren nur Adam. So, ich glaube, die meisten von uns weiten die Geschichte von Abraham. Abraham ist ein von den wichtigsten Männern in dem Alten Testament. Er hat einen Sohn Isaac, und dann Isaac hat einen Sohn Jakob, und Jakob hat 12 Söhne, und von den 12 Söhnen stammen die Israeliten. Gott sein Volk, Gott sein gewähltes Volk, wo er hat im Alten Testament gewählt, dort durch die wurden all die Völker auf der Welt gesehen sind. Und so 2513 Jahre nur Adam wird der Exodus, das ist die Zeit, wo Moses die Israeliten aus Ägyptenland rückgeleitet hat. So, da ist ein Teil passiert. Da sind ein Teil Ändernissen passiert. Man kann ein bisschen denken, dass in der Zeit von der Arche, Gott redet mit Noah, und Noah glaubt Gott, und durch ihn entfurcht baut diese Arche. So, er muss wollen sein, etwas näher zu lernen. Er muss wollen sein, dass diese Gedanken, was denn seine Familie alle hat, der hat durch Brüder gehabt, der hat durch Onkels gehabt, und Tantes und alle Sorten, durch seine Familie rum an gewasst, und er muss entscheiden, will ich Gott nur folgen, oder will ich so tun, wie immer getan haben. Will ich bleiben, was wir gelehrt sind. Und Abraham kriegt so, Abraham wohnt mit seiner Familie tot, und seine Familie, die Aufjäger, Deinen, so was, und Gott raubt ihn. Und er muss entscheiden, will ich Gott nur folgen, will ich nur Gott segnen mit all meinem Hart, oder will ich wieder, so meine Eltern mir das gelehrt haben. Und die drei entscheiden, und dann war Moses, Jerus der Exodus, Jerus von der Ägyptenland rückkam, dann wird Moses geboren, und er muss auch entscheiden, will ich bloß wieder leben, so ist uns Volk hier alle gelehrt, und der können wahrlich besser leben als seine Brüder, wenn wir König, aber er entscheidet leider, Gott zu
hingeron zu sein, als all der Reichtum, was in Ägypten hat. Und so einmal war das, sagen wir in der ganzen Bibel, wie kann das sein, dort Gott raubt irgendwem, und Gott raubt irgendwem irgendwo Rüt, die sind in Dienstnis, die sind gebunden, die sind versklavt in irgendwo, und Gott raubt die Rüt. Gott raubt die, und er steht, wo die Motten entscheiden, will ich anderen oder will ich nicht. Und so, von 2992 Jahr nu Adam, das wurde der erste Tempel gebaut werden. Zwischen Exodo und der erste Tempel, du in den Tabernakel und bloß in den Zelt Gott anbeten, das wo Gott mit den Israeliten getroffen hat, dass wir sind, wo die können leicht abstahlen und du so bleiben, solange es der Wald bleibt. Der Wald, der reist wieder, dann müssen die das abnehmen und das Zelt können anders abstellen, wo Gott in Handleiten da. Und so, einmal war da in der Bibel, in der Alten Testament, teilweise sagen, du kannst Tiden, wo das was vorher war, sein, für Menschen zu mitgehen mit Gott sein Plan. Aber das ist wichtig zu wissen, dass wir Gott sein Plan. Das ist nicht bloß, dass Menschen haben geändert, über Zeit, nie war das zu steht, nie war das zu steht, von New an war das zu steht sein. Gott hat einen Plan für Menschheit. Und das über 6000 Jahre hat er nicht geschafft mit Menschheit. Und das immer wichtig war, dass Menschheit reit wird, um Gott sein Plan heranzugehen. So in 3420 Jahren nu Adam, du waren Gott sein Volk, der letzte von Juda, der Stamm Juda, der Israeliten, der 12 Stamm, 10 Stamm, wo du nicht nur David sein Linie wären, der wir noch lang weggenommen. Nu sind noch die letzte von Juda, sind die weggenommen in Sklaverei. Du hast so viel mehr, was ich kann sagen zu dieser Titellinie. Ich war bloß ein bisschen ein Bild haben von wo oder wann wir sind. Und so in 2004 Jahren nu Adam wir ein Kind geboren und das ist Jesus Christus. Und das ist wie eine sehr gute Nachricht für alle Menschen. Alle Menschen, die du in Dienstnis leben, die haben eine Hoffnung für ein Licht. So, eins wir in Reid, dort annehmen, was Gott nicht will, entwiesen, andere wir nicht. So, und dann 33 Jahre später war Jesus gekreuzigt. Das ist der Punkt. Das ist der Hauptpunkt. Das ist der Datum, wo das dollste wichtig ist in der ganzen Bibel. Und diese ganze 6000 Jahre von Menschheit, das ist der Punkt, wo wir kicken. Uns Glauben als Gebüt, uns Glauben hängt an was hier in diesem Moment passiert. Der Glauben von Noah und von Abraham, das hängt auch an was hier nu wird passieren. 4037 Jahre nu Adam. Die kicken vorwärts nach der Kreuz, die kicken vorwärts nach den Opfer, was Gott will bringen. 5500 Jahre nu Adam. 1496 Jahre nu Jesus, dann wir ein Junge geboren, ein Kind geboren, und den sie nennen wir Menno Siemens. Bloß, dass wir kein bisschen weiten, wo in dieser Titellinie sah wie. Menno Siemens, wir geboren in dem Jahr 1496 und haben wir ein katholischer Priester und er hat auf einmal ein Verlangen, Gott sein Wort zu studieren und er studiert Gott sein Wort, aber er dort sagt, dass die katholische Kirche hat da Dinge, die nicht reich wären. Und das passiert nicht, obviously nicht gleich in den Sinn Geburt, aber ich glaube, wir 1536, ich glaube, ich hatte den Datum hier noch. Aber in der Zeit, dann passiert nur mehrere Dinge. Martin Luther sei in der Zeit, in der Jahr 1517, dann hat Martin Luther ein Papier abgemerkt von 95 Dingen, 95 Lehren,
was die katholische Kirche auch hat. Und dort fängt die große Spaltung an mit der katholischen Kirche. So, in dem Jahr 1522, dann hat Martin Luther die jüdische Bibel übersetzen. So, die jüdische Bibel, was wir von der haben, die Martin Luther sehen, die kam von da. En het jaar 1536, dat wo Menno Siemens de katholische kerk verleidt en dan ging het op met de Anabaptist, met de eeuwige van de wat de katholische kerk verleiden. En de Anabaptist, de laatste oorzaak waarom die verleiden en in het aanvang, wenn die keinem Glauben nahen, en dan zeggen die dat dan in de schrift, dat de Taufe, dat wir nicht verkennen. Dat de Taufe, dat wir einfach für große Menschen, wat er vernieren geworden wären, wat du all können entscheiden, ist der an Jesus glauben oder nicht. Und so, dat wo der große Movement anfängt, dat ans Hintergrund, von wo wir kommen. Und dann im Jahr 1609, dat wo die Baptist-Kirche auf angefangen, John Smith. So, du sind 100 Jahre, wurde nur sehr viel anging. Du waren Bibeln, wie gesagt, die englische Bibel, die wir auch in der 1611 war die gesagt. Und so ich gesagt, Martin Luther seine Bibel in der 1522. Und so, Gott sein Wort war viel mehr, wo soll ich das sagen, das war handig. Endlich wie so eine Menschen, die nicht Latinisch können, nicht Griechisch können oder Hebräer, die können nur Gott sein Wort lesen. Und dort fängt eine große Erweckung an. Und ich sage, an diesem Tag, dachte ich an ein Vers in Daniel Kapitel 12, Vers 4, sagt er, du aber Daniel, verschlüt diese Welt und versegel das Buch bei der Zeit von das ein. So Daniel wie einfach oben Bord, aber das soll keiner weiten. Und wir weiten von der weit wie Erklärungs, dass das oben Bord im Krieg, wo Daniel gewesen wäre, Luther war das Johannes gewesen. Und so, aber Daniel wie drei, dann war Daniel dort gewesen. Und viele waren Hahnen heranen. Und das Verständnis wird vermehren. So in der Zeit von der Eng waren viele Hahnen heranen und das Verständnis wird vermehren. Darauf besonders in diesen letzten 500 Jahren kann wir sagen, wo viel mehr Verständnis wie haben, oder ich soll sagen, kann haben, dass alle dich bei, alle unabhängig, wir können studieren, wir können siegen, wir können finden, was wir wollen. In dieser Zeit, ich weiß nicht, ich könnte vielleicht sollten wir nur sagen, ich weiß nicht mehr, was Martin Luther und Menno Siemens sich gekannt haben. Martin Luther wird 12 Jahre älter als Menno Siemens und er wird sehr dich in der Saal gejähnt. Aber die haben sich vielleicht nicht gekannt und die haben kein Weg zum Ausfinden, was geht noch in der Welt? Was sind noch mehr so eine Menschen als ich, was du auch was hat wollen? Wie sind von der und in so einer Zeit, wo wenn wir wollen nur sagen, was passiert mit der Kirche in China, wie kann Gott? Aber da wir in einer Zeit, wo das nicht möglich wird. Aber doch von dann bis nu hat das Verständnis sehr vermehrt. Und viele waren Hand heran. Wir sind in den letzten 100 Jahren so, sind wir in so einer Stadt gewesen, wo meist irgendwer irgendwo auf der Welt reisen. Finde ich nur sehr viel. Und das nicht zu glauben, dass diese Zeit, wo wir nicht mehr leben, das meiste einzige Zeit in der Historie von der Welt, wo in 16 Jahren, will ich nicht 16, 18 Jahren jung kann schaffen bei diesem Paisohafen, dann kann fliehen, wo immer der Hafen fliehen war. Und dort erstmal in der letzten Zeit passiert. Diese ganze 6000 Jahre Eier, oder mehr als 6000 Jahre Eier, die Menschen, die nicht können reisen, wo die wollen. Okay, anyways, drehen wir wieder. So, wo sind wir als Mennoniten, besonders wie es portische Mennoniten hier in Neuwiedel, in 1924, dort wo die Mennoniten, die Mennoniten von Kanada hier antragen.
En van der 100 Jahre later, 2024, hier zijn we. So, ik vond aan internet, ik weet niet waar deze mensen zijn, ik vond aan internet een beeld. Als ik rijd me voor dat, ik dacht train in de tijd, weer vlieg in 78 en in 79, ik weet niet hoe oud ik, wie ik weer vielleicht 3 of 4 jaar oud. Ik kon het bijzonder denken, ik weer op een bagger met mijn papa en met mijn Peter Taub. En die reizen door en ik weet ik weer nog zo klein, wen ik zo door nog ver bij de fight. Mijn oudere broer die weer nog hingboven en ik weer de ver bij de fight. En ik kon dus denken dat mij valt er nog schwer de reden wat deze 2 oomtjes hadden, mijn vader en dan zijn schwager. Die reden daarvan, wo schwer dit heen weer. En wo die nicht wissen, wo die würden wieder, en wo dit würde kommen, wo die alles waren. De krachten wird, weet ik niet. Aber ik glaube, we kennen ons de beste naloten, die waren han gereed van wo die nu een zak meel is, en wo die dit is, en wo die dat. En die wissen bloß nicht, wo dat wordt schaffen. En ik kon nog denken, mij wird het er nog schwer, like, wat dan nu? Wat wil we eten? Wat wordt passeren? Wo geht het gaan? Aber doch in mijn verstand, mijn jonge verstand, door zo staat wir, hier zo in Mexico, zo stietje, dat wir alles wat du wir, dat wir alles wat du op de wereld wir, en dat wir nog einmal zo geweest. En ik geloof, de meeste van ons zijn zo geboren, zijn zo opgewassen, zo wil ik zeggen, wo wir lang als junge Kinder nicht wissen von Eier. Alles, was wir wissen, wo das Niedus ist, und wir dachten, das wird noch einmal gewesen. Und so, die schwere Tiden, was wir hier als Mennoniten hatten, ich weiß, ich rede mal mit was Junges, mit was Mennoniten, und vertelle von Gott und so was. Und dat wordt bultje dat evangel, dat die dagen Adam en Eva weer Mennonieten. En dat wie weer nach einmal die Kinder Gottes geweest, die wissen nichts von der Arke, die wissen nichts von Abraham, die wissen nichts von Israeliten, die wissen nichts von dort wie es Mennoniten nicht einmal geweest werden. Und so ich glaube, das ist ein Ding, was sehr wichtig ist für unsere Brüder, unsere Rasse von den Mennoniten, dass die wollen mal, und wenn ihr auf YouTube watchen, dann ich bete, denkt ihr mal über, dass diese Gedei, was wir haben, weil wir bleiben, was wir dort, was wir gelehrt haben, dort von wo kein dort, von wanneer kein dort. Und hat Menno Siemens, das ist eine gute Frau, hat Menno Siemens auch sollt bleiben, wie dort, wo der gelehrt wird. Wenn wir ein katholischer Priester hier habe, mir der Bilder von ihm, obviously, dass wir so lange treten, dass wir nicht wirklich Bilder haben. Aber das haben die geforft oder aufgemalt von Menno Siemens. Und er hat einen großen Bord und er hat einen Rock, so die katholische Priester haben. Und er hat meist alle von den Bildern, die haben Matze ab, so die Juden haben. So sehr viel anders als wie von der. So das ist bloß, das wir nicht mal, als nicht mal 500 Jahre drei, wo Menno Siemens von der katholischen Kirche rüberkam. Und wofür sind wir all geändert von der Zeit von Menno Siemens, but von der. Wir sind sehr geändert, sind sehr wieder aufgefallen von, du bleiben, was wir gelehrt sind. Und ich will auch nicht haben, dass wir sagen, nicht glauben, okay, weil wir trägen nach Menno Siemens, weil wir trägen studieren, was er glaubt, wenn du sind all Dinge, was er nach Mathe erben hat von der katholischen Kirche. Du sind all Dinge, was wir es Deutsche, meist jede Kirche, vielleicht jede Kirche, was er kann, wo du nach Dinge haben, Mathe erben von der katholischen Kirche, wo du nicht biblisch sind, dass wir tun das bloß so, wenn das mit, wo die katholische Kirche das hat. Haben Dinge ein bisschen geändert, aber da wären noch Dinge, wo du sehr katholisch sind, und steht biblisch.
En ik wil aanzoek is een kerk motorspreken waar we immer wieder Gott sein Wort studieren und wieder im Glauben hinkommen. Oder in Verständnis. Okay, so nu wil ik een beetje, so dat einmal is een beetje schwer te sagen, wo lang ist diese tijd. Und so, ich deed deze 2029 jaar deel in de reis van Ontario, Canada, but hier bij Neu-Ideal. Bloß weil ich will sagen, wo lang wird diese Reise? So ein ist eine Reise durch Zeit, das fängt von Adam an, und als bei uns kommt, diese andere Reise, die ich hier habe, das ist eine Reise ab Land. Und so, wenn wir wurden von Elmer, Ontario verlassen, und dann bei Memphis, Tennessee, ich glaube, die meisten von Ihnen wollen diese Reise gut nicht kennen. So, dann zwischen der Zeit von Abraham und Moses ist hier noch nicht geboren, aber zwischen der Zeit von Abraham und Moses habe ich gereist von Elmer, Ontario, bis Memphis, Tennessee. Ich war das klar, was ich hier wiesen. So, diese Zeitlinie, wenn wir da teilen über die 3700 Kilometer von Ontario bis uns, dann haben wir so weit gereist von Ontario bis Memphis und dann sind wir zwischen Abraham und Moses. Vorbei Christus, wo Jesus gekreuzigt hat, dann sind wir bei Laredo. Und als vielleicht die Jahr 500 durch, wo wir bei Laredo sind. Und jetzt nu ist die katholische Kirche so 200 Jahre gewesen. Und dann sind wir bei Laredo, wo wir noch wieder gehen. Und so, wir haben gereist ganz von Ontario, Kanada, und wir haben gereist ganz in Mexiko, bei Gomez Palacio Durango, und noch als Männer Siemens nicht geboren. So, ich hoffe, ihr könnt sagen, was ich hier will. Ich will uns das hier bloß ein bisschen aufmerksam machen, wenn alles, was wir können, wir von Gomez Palacio hier haben, dann können wir noch sehr wenig von der Reise. Wir können nicht schneiden, wir können nicht Englisch, das ist nicht eine ganz andere Sprache, ein ganz anderes Land. Wir können nicht Plätzen, die aufrichtig sind. Wir können, alles, was wir haben in Conroe und Städtsikant, das können wir hier noch nicht. Und wir sind noch nicht mal, wo Menno Siemens geboren ist. Und nu, die Zeit, wo wir es Deutsche, wir in Protestant von Kanada, dann sind wir all Bad Sauces. Bad Sauces haben wir nu al gereist, und das ist nu 100 Jahre drei. Das wenn alles, was wir können, als wir Deutsche hier sind in Mexiko, dann von dieser Reise von Ontario bis Neu-Ideal, alles, was wir können, als der Reise von Sauces bis Neu-Ideal. Wir können kein haben, was du breit genug ist, da irgendwo Kontrolle vor. Wir können kein haben, was du zwei Läden hast, was du bad weht. Wir können, was können wir? Wir können so sehr wenig. Von Sauces bis hier. Und viele von uns Deutsche, wir können das nicht nur von Sauces bis hier. Viele von uns Deutsche, wir haben noch vergessen, wo das hier anfängt. Hier so ein Pottes. Und dann sind wir bei Neu-Ideal. So, die Feld oder das rote Tor mit der schwarzen Band, das ist die Zeit von den Mennoniten. Und das ist vielleicht in den 1600 durch, haben wir angefangen, das mit schwer zu finden, wenn die mennonitische Kirche anfangen. Wir weiten, wenn Menno Siemens geboren wird, wir weiten, wenn die katholische Kirche verleiht, aber wenn fangen die sich an, Mennoniten zu nahen. Und so, mein Hort hier sei als besonders zu den Mennoniten, unsere Brüder und Fleisch nur, wir kommen von der Salje Stadt, wir kommen von der Salje Rasse, und ich bete, dort, die wollen über diese Dinge denken, die wollen denken über wer Savi hat und wann Savi. Und wenn Menno Siemens muss, was nicht lernen, dort wieder Gemeinschaft hat mit Gott, mit wie vielleicht auch. Und ich will sagen, Apostel, was ich hier sage, das ist nicht
du hast keine Kirche, was ihn raten kann. Du hast keine Kirche, was du der rechte Kirche ist. Nur dem, was ich mich bekehrt, ich habe so lange ein bisschen gesagt, prof zu denken, wo ist Gott in der Kirche? Wenn es später sich immer so, du musst eine Kirche sein, und du hast auch eine Kirche. Alle, was du von nie geboren sind in Gott in der Kirche. Ist wie in der Gebiet ans Strafen down oder nicht. Das ist sehr wichtig. Aber lang habe ich immer gedacht, du musst eine Kirche sein, was der rechte Kirche wir. Und dort kommt sehr von uns Hintergrund, dort wir Mennoniten sind. Dort wir so eine Menschen sind, wo du uns wird immer gesagt, dort wir sind der rechte Menschen, wir sind Gott sein Volk. Alle anderen Menschen, dort sind die Weltmenschen. Wir sind die Menschen, die der Hub haben für Radung. Wir wissen nicht, dass wir Radung haben. Wir können bloß hupen. Von den Weltmenschen weit wie näher, dass die nicht geraten sind, von uns gleich wie die Worte vielleicht einziehen. Das wo wir bauen werden. Und einige von ihnen sind noch bauen. Und ich bete, dass die wollen darüber denken. Und wenn ihr Hunger habt, zum mehr weiten, dann siegt du noch. Lest in der Bibel. Fängt irgendwem, was die keinen Tag mit Bibelstellen haben, wenn das nicht, oder was immer. Du sind Menschen dran, die all diese neue Geburt klar haben, die du weiten, wo die stehen mit Gott, und sieg irgendwem, was ihn kann halten. Und wenn nicht, dann war das. Also ich sage, tschüss, ich kann in der Bibel lesen, ich kann beten, wenn ihr wirklich Hunger habt für Gerechtigkeit, Hunger habt für Gott, hij wordt je in deze dingen openbaar.